I'm Micha. I'm the project leader and programmer of Nimbatus. For the past 3 years, I've been working on Nimbatus in my spare time. I realized that it would take forever to complete the project at this pace. So I've quit my job last year and founded a game studio together with my friends. We really enjoyed working with our backers on our first project. They had a lot of great ideas and feedback on how to improve the game. During this time, we became huge fans of the community-based game development approach. That is why we want to take this journey again with you. Welcome in the building, what's crack-a-lackin'? Heute haben wir wieder mal ein neues Game am Start und ich freue mich so richtig drauf. Oh, ihr habt keine Ahnung. Hey. Ich habe im letzten Video gesagt, hey, ich habe ein paar im Blick, die ich da muss anschauen muss, so mal ein bisschen austesten. Und einer von denen ist das. Nimbatus. Fuck, jetzt muss ich echt schnell schauen, wie die heißen. Was auch immer das heisst. Ihr wisst Bescheid. Blablabla. Die Entwickler sind Strayfun Studio, Zürcher. Und zwar heissen die zwei zumindest, wo ich jetzt nachher geschaut habe. Ich meine, ihr wisst, wie sehr ich mich informiere. Micha Stettler und Philomena Schwab. Ich habe den Namen zweimal lesen, damit ich nicht richtig sage. Das ist ein interessanter Name. Das sind diejenigen, die Niche-Game gemacht haben. Niche, was auch immer, ihr wisst Bescheid. Ich hatte die schon länger im Blick und da dachte ich bin nicht so der Space-Typ. Aber irgendwie hatte ich schon Bock. Also habe ich gedacht, fuck it man, hey, ich warte darauf, was passiert, bla bla bla. Und dann haben sie gesagt, weißt du, was da nimm? Pre-Alpha ist das, glaube ich. Ich weiß nicht einmal, ob ich jetzt den richtigen Key bekomme, ob ich das Game nachher ganz oder nur Alpha Key. Ich habe keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Denn man kann jetzt schon bereits vieles machen. Und ich bin überrascht gewesen. Bevor ich hier alles geplant und organisiert habe ich nicht so richtig viel gespielt. Da habe ich gedacht, ja, aber du kannst ja sehr wenig machen. Aber ich Idiot habe es doch nicht gecheckt. Ihr seht jetzt eben im Video. Und übrigens, ich bin wieder mal, wie letztes Mal, am drüber reden. Also ich bin jetzt nicht live am Gamen und am Reden, bla bla bla. Ihr wisst Bescheid. Irgendwie habe ich das besser gefunden. Wie funktioniert das Spiel? Ganz einfach. Du bist der King, wenn du weißt, was bauen kannst. Wie bauen kannst. Was sollst du bauen. Und da haben wir schon das erste Problem. Es ist nicht wirklich ein Problem, aber es macht schon unhuere Fun, wenn du einfach probierst, Sachen zu bauen und dann merkst du, das funktioniert doch nicht, ich Idiot. Und dann machst du es wieder, funktioniert nicht. Dann funktioniert etwas anderes nicht. Es ist hure komplex, aber gleichzeitig reizt dich genau eben das. Und das macht es aus. Und das hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Dass ich so viel Geduld habe. Trial and Error auf jeden Fall. Du hast am Anfang nichts, hast so einen Block in der Mitte. Und dann tust du so Zeug bauen, dann musst du schauen, Batterie brauche ich, Tank brauche ich, Waffen brauche ich, Laser brauche ich, Ladidada, bla bla bla. Dann gehst du testen und dann das Geile ist auch, all deine Jets, also das, was dich ja fortbewegt, musst du dann wieder neu besetzen. Das habe ich wieder mal geil gefunden. Zwar ab und zu ein bisschen mühsam, aber irgendwie ist das auch geil gewesen, weil du hast alles umbesetzen. Heisst also, ich habe links und rechts eine Raketen-Dingsbums. Dort tue ich zum Beispiel D an und A, so kann ich links und rechts steuern. Gleichzeitig musst du aber schauen, dass halt dein Schiff nicht zu schwer wird oder irgendwie, keine Ahnung, Sachen halt fehlen. Du musst halt auf alles drauf achten. Das finde ich irgendwo durch, das ist kompliziert, gleichzeitig aber auch einfach gemacht. Aber geil, schwierig zu erklären, wie ich das soll erklären. Ich kann doch nicht mal meine eigenen Wörter haben. Es gibt mehrere Modus. Ich habe es noch nicht alle abgecheckt, aber ich habe es 2, glaube ich, probiert. Ihr seht es jetzt hier. Und ich will ja nicht alles das ganze Game durchzocken und ihr seht hier, was abgeht. Grundsätzlich habe ich einfach mal 2 probiert. Und zwar, nein, warte, ich habe 1 probiert und bin die ganze Zeit am Testen gewesen. Kann das sein? Oder gegen Schluss habe ich nochmal probiert. Ich weiß es gar nicht. Die Galaxien sind geil. Du kannst mehrere Planeten besuchen. Dann hast du Missions, wo du kannst irgendwie sagen, ey, ich muss jetzt da den und den machen und so. Und da kommt eben so ein Punkt, wo ich denke, so kann das sein, dass es vielleicht mal zu langweilig wird? Irgendwann hast du es ja mal gesehen. Da kommt es hure darauf an, wie sie jetzt da weiter drauf eingehen. Und ich muss es selber noch weiterspielen, bevor ich hier eine grosse Fresse habe und dann sage, ey, das fällt, dabei wäre es eigentlich um. Das Geile ist halt, es ist halt schon, was sie sind fokussiert auf Simulationen, da sie ein Niche-Game gemacht haben, oder nicht, wie auch immer sie es jetzt sagen, ist mega Simulierung von einer irgendwas.
Und hier in dem Fall ist es halt Galaxie und Schiffbau und Flügen und so. Und ich habe dann mit ein paar geredet und die haben gemeint, das erinnert sich an Faster Than Light. Ich habe es noch nie gespielt, aber ich weiss, wie Vegas gespielt und ihm hat es hure gefallen. Und er hat auch gemeint, du brauchst Zeit, du brauchst Geduld. Dann musst du auf das achten, dann musst du auf dieses achten, dann musst du auf dieses blablabla. Ja, was Bescheid, ey. Missions bin ich am überlegen, was sind das für Missions? Sind es immer die gleichen Sachen? Bau dich durch einen Planet durch, also schlag dich durch, keine Ahnung, was auch immer, kämpf gegen Gegner und dann heisst es, zum Beispiel habe ich eine Mission gehabt, kill irgendwas, ihr seht es im Bildschirm. Und dann habe ich es gemacht und dann ist die Mission vorbei gewesen. Natürlich ist das wahrscheinlich so ein Intro-Mission gewesen, einfach zum mal reinkommen und alles. Ich frage mich halt, jetzt da eine Story, denn ich habe gerne Stories. Und umso geilere Stories, umso besser. Nur mal zurück zum Game allgemein. Es ist mega simpel. Es sieht nicht irgendwie Graphic 3000 aus oder so ein Bullshit. Ihr wisst, mich kratzt das ein Scheiß, wenn das Game nicht mal so gut aussieht, aber es funktioniert. Und es hat irgendwo Sinn dahinter und es macht Fun. Dann ist es mir scheißegal, wie es aussieht. Theoretisch hättest du das vielleicht sogar in 8-Bit-Style machen können. Wäre vielleicht sogar ein bisschen bequemer gewesen für sie. Jetzt gerade läuft Kickstarter bei ihnen und ich bin huere überrascht. Sie sammeln gerade 20.000 Stutz und haben bereits schon den Stand vom 3.11. 6.200 Stutz gesammelt. Not bad. Wäre eine längere Zeit in Thailand. Ich mache auch ein Game. Dann ist halt die andere Frage, wie teuer wird das Game? Und das ist ein wichtiger Punkt, was dann irgendwo durch ausmacht für mich. 5 Stutz, 10 Stutz, 15, 20, ich weiß es nicht. Ich kann euch jetzt schon sagen, 20 Stutz würde ich nicht zahlen für das. Wahrscheinlich nicht einmal 15. Aber wenn es Fun macht, fehlt mir noch ein bisschen mehr. Obwohl es eigentlich noch viel hat, denke ich jetzt mal, und viel noch kommt, fehlt mir noch ein bisschen was. Aber vielleicht bin auch nur ich so. Ich denke, so 10 Stutz wäre eigentlich angenehm. Oder sogar weniger. Für 5 Stutz wäre es sogar schon fast zu wenig. Für so ein Spiel, das wirklich Fun macht, auch für mich, wo ich nie so Sachen mache. Und das ist ja das Interessante hier. Du kannst einfach durchrattern und ich hätte dir da ein paar Mal die scheiß Laser falsch angesetzt. Dann hängst du immer irgendwo an. Das sind also Details, die du halt musst beachten, wo du halt dein Schiff, dein Spaceship, was auch immer, musst halt nochmal umbauen. Und wenn du etwas umbaust, dann muss halt dieses passen, das und dies. Das Positive ist, dass du alles selber baust. Grundsätzlich alles selber baust. Du hast ja natürlich die Teile schon bereit, aber du musst sie halt den richtigen Ort ansetzen, was sehr geil ist. Gleichzeitig auch, es geht mega lang, habe ich so das Gefühl, oder zumindest ist es bei mir ein bisschen länger gegangen, bis ich so richtig gecheckt habe, um was es geht. Wo muss was richtig platziert sein? Vielleicht ist es auch nur bei mir so, denn ich bin Idiot, aber andere hat das vielleicht ein bisschen schlauer überlegt, wie man die Laser richtig platziert, oder? Und das Trial and Error, das reizt. Ich glaube, das macht es aus an dem Game. Bis es irgendwann klappt und ich frage mich eben, was danach? Und da frage ich mich, gibt es irgendwie eine Mission, oh, dein Chip ist zu gross, du brauchst einen mega kleinen Chip, also musst du probieren, so klein wie möglich zu bauen. Das wäre etwas Geiles. Dann gibt es noch so Battle Arenas, habe ich gesehen, und dann irgendetwas mit Sumo-Dingsbums. Also, das Potenzial ist da, dass man sogar im Multiplayer etwas reissen könnte. Und das wäre eine geile Idee im Sinne von, du hast eine Minute Zeit, das Schiff bauen, das, was du hast, und dann kannst du kämpfen. Und dann heisst es 1 gegen 1. Wer überlebt, hat gewonnen. 4 gegen 4. Sogar, ich bin jetzt gerade überlegen, sogar hier kannst du in Battle Royale-Style etwas machen. So krass, man, das kannst du überall machen. Wäre sogar hier möglich. Du, die Map wäre ja da. Bauen musst du ja nachher auch selber, dann kannst du dein Zeug sammeln, dann hin tun. Und. Gleichzeitig gibt es mega viele Planeten. Zumindest dunkt es mir das. Ich bin ja nicht weit, habe ja nur gerade mal angefangen. Und dann habe ich eine Mission gemacht und sind irgendwie gerade mal 5 Planeten aufgeploppt. Und dann nächste Mission. Also ich denke, da steckt viel dahinter. Als erstes, was mir aufgefallen ist, beim Bauen könnte man vielleicht ein bisschen mehr Hilfe brauchen, denke ich. Für Leute, die wirklich null Plan haben. Dann habe ich gedacht, beim Fliegen wäre es nicht möglich, einen Controller-Modus reinzukicken. Denn ich habe Controller angehängt und es ist nicht gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei mir nicht gegangen ist oder ob das noch kommt. Aber ich hoffe, es kommt. Denn mit einem Controller wäre das weit gemütlicher. Ich zeige euch jetzt nochmal ein bisschen da, wie sie es schön bei Kickstarter haben. Ihr habt das Video am Anfang gesehen, wer überhaupt die Leute sind und bla bla bla. Story wäre noch gut und dann hat er noch gesagt, kann das sein, dass es dann irgendwann schnell langweilig wird? Was wären die neuen DLCs? Neue Parts, neue Maps, neue Planeten? Was könnte neu kommen, dass es langt, dass du sagst, ja, ich zock's wieder? Ich glaube, das wär's. He? Ich freue mich echt, dass ich zocke. Ich bin so überrascht und ich glaube, das kommt gut. Ich habe wirklich das Gefühl, die haben da was, wo den Leuten gefallen kann. Ich kann nichts zum Motzen und das schießt mir ehrlich gesagt an. Denn wenn ich etwas zum Motzen habe, ist es immer lustiger. Es fehlt ein bisschen mein Name drin. Also Devs kicken irgendwo einen Planet, wo Rocker heisst, come on, please. Und der Planet muss richtig scheiße sein. Oder richtig geil, eins von beiden. Schwer.
Nein, geil. Gerne bei Kickstarter schauen, wenn ihr denkt, doch, ich finde das cool, ich unterstütze sie. Dann alles durchlesen. Sie haben das relativ alles durchsichtig gemacht. Du kannst alles sehen, warum, weshalb, wieso. Du kannst einen Stutz bringen, 14 Stutz. Ich glaube, ab 14 Stutz bekommst du aber das Game. Deswegen schätze ich den Wert vom Game im Steam dort umeinander. Also ich schätze es bei 10 Stutz. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Falls ihr Fragen habt, dann Fragen. Vielleicht machen wir es wie beim anderen. Gibt es vielleicht ein zweites Update-Video. Mal gucken. Vielleicht werden wir es auch streamen oder sogar direkt Let's Playen. Ich muss noch schauen. Aber momentan ist es so. What the fuck. Dass es für mich nur so ein Spiel nebenbei ist. Ich frage mich halt, was muss es ändern, dass ich nur noch das spiele. Dass man wirklich sagt, heute spiele ich. Ich habe jetzt knallhart wieder den Namen vergessen. Nimbutas, dann schlauer. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Beim letzten Video haben viele gesagt, ich habe vergessen, wie das Spiel funktioniert. Das Problem ist halt, es war so simpel gewesen, dass ich nicht mal daran gedacht habe, wie es funktioniert. Deswegen erkläre ich es nochmal. Du baust, fliegst, funktioniert nicht, du baust. Es funktioniert, dann machst du Mission. Oder lass fighten. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Waffen, verschiedene Schilder, weiß ich jetzt gar nicht. Aber Waffen gibt es verschiedene. Und ich habe das Gefühl, jede Waffe ist auch spezifisch gut für etwas. Denn ich habe gemerkt, bei den einen gehen die Lasers nicht. Dann sie nicht kaputt machen und bla bla bla. Bei den anderen wiederum schon. Also musst du halt immer wieder schauen, was brauche ich. Und das ist geil, dass du vielleicht sogar bei jedem Planet deinen Flug umbauen musst. Theoretisch bist du also die ganze Zeit dran an deinem Flug. Bauen da, bauen dort, bla bla bla. So ist es mir vorgekommen. Und ja, für die jetzt ein bisschen mehr Action erwarten, es tut mir leid. Ich kann wirklich nichts motzen. Und ja, ich bin einfach überrascht, wie sie von Nische auf das Game gekommen sind. Dann Nische habe ich auch gespielt und das hat mir nicht so gefallen. Aber das wiederum schon. Wenn der Keys wollt, dann sie go spammen und sagen, ey, gib mir einen Keys, ich habe das Rocket-Video gesehen. Haha. Werbung machen am besten. Macht's gut.